Sind de Magesonch vu den Nonscher Toyota Chaser. Mech fir den heuten Auto desideiert, weil fir Mch eng Preis-Leistungssach war den Auto ass relativ selten. Also sind den enchten Moment op der Lützburger Straßen den ugemeldt mat dem soten Auto NRWs. An ja, ich wollte etwas Japanisches, weil ich japanische Auto am liebsten hunn. Optisch gefällt mir relativ gut. Huet natürlich auch den legendären 1.6 GT-Motor drauf von Toyota. 2,5 Liter Reihe 6 Zylinder mat Turbo, mat VVT, variabler Nockenwelleverstellung, an ja, natürlich auch ein Handschalter. Original 154 gebaut. Und, ja, den Auto geht für mich, also geht relativ gut für und hat seine Leistung dann, wenn ihn sie braucht. Und das ist ein Auto, wo nicht mengt, dass er so viel Leistung hat, weil für den Alter, also 20 Jahre alt, geht relativ gut. Das Auto verändert ging als der Bodykit, also ein paar Schocke, Seitenschwaller anhand noch ein paar Schocke von Vertex, originale Bodykit aus Japan. Dann ass e Bodyklapp Vorweg trop, wat Druckverstellbar ass, also Herzverstellbar, mat Uniball-Domlager. Momentan sinn Nissan 350 Felgen drop, dat hi just fir den Iwergang. An ja, eng 3 Zoll Abgasanlage vun Medaillen abkat. An TRD-Spoiler, an wat nach no grös ass een LLK vu Grady, also Ladeluftkühler, an d'Userung ass bëssen mi Deck an ass een Blitz. Kegelluftfilter drop eng op Usung. An iwwen nach Boostcontroller an den Turbotimer. Also wie Auto steet, sind alle Modifikationen op der Groakart agedroen. Ich kann auch nicht op de also einen Tipp gin, dat dat doch fix soll machen, weil da geht kein Problem sich mat der Poli mat zo sengen. Also Kauftipps bei segem Auto als kann schimmen mat op de We gin, dat se oppasst mam racht. Dat sind alle japanischen Auto, die in 20 Joer sind sie verbannen fiich, das Malfiich, wie sind Radköchten aus. Wat wich immer ass d' Auto bescheckhaft gepflegt ass an ja, die japanische Autoen, die vun der River kommen, sind dafür bekannt, dass die Elektronik heinz ëmgeändert ginn ass, Kabeln und Tropper verbot sind oder so Sachen. Dat wich ass das Auto ziemlich so weit wie méich original ass, dann hunnen die manste Probleme. Den Inhalt vom Auto ass net méier wie neu, also ein Auto in 3er BMW am Benziner. Das ist just ein minimalen Auto mit 3,6 Zylinder, natürlich mit Turbo. Wenn den dort Gas trägt, kann man labber 15 bis 16 Liter zyklen. Aber dafür hat natürlich auch Leistung am Endeffekt. Für mich als ein Auto, da darf ich nicht wirklich auf den Verbrauch gucken. Wenn man etwas Spursames will, das tut definitiv nicht das Richtigste. Aber ja, also das ist ein Auto, das ist so 50% an Assurance. Also das ist alles erwirtschaftlich. Also Ersatzstecker sind für dem Auto ein bisschen mehr rar. Also ein Auto ist nie an Europa gebaut gehen, das in Japan verkauft gehen. Und Stecker finden natürlich über Internet, finden an England oder Japan sogar selber. Wir sind natürlich von der Kommelos, werden ein Zeitchen drauf, mit verschiedenen Teilen, Achsdeler sind auch von europäischen Modellen verbaut. Das ist bei Toyota also ein kleiner Gaum und Ersatzstecker, den auch viele Rotulen oder so Sachen finden, aber alles bei Toyota. Also für ein Auto, den zum Beispiel aus Japan importiert wird, für uns mal als nicht, ja, das kompliziert, aber einerseits auch nicht, weil ihn sich richtig informiert, die Prozedere, mit der Douane, mit dem SNCR, mit dem SNCT, all den Sachen, wenn ihn richtig informiert, dass das alles geht, dass keine Möglichkeit ist und auch selber hinkriegt. Wenn sich der Sache nicht gewusst ist, kann ich bei Importfirmen gehen, es gibt einen am Land, es gibt bei der deutschen Grenze, es gibt Europa, die machen das natürlich für, aber da muss ich natürlich auch mehr bezahlen und das dauert auch lang. Wenn ich das alles selber machen, das ist nicht unmöglich, muss ich sich richtig darüber informieren. Ich bin vom Auto relativ zufrieden, weil für mich ist es die perfekte Kombination von einem luxuriösen Feierdierer, als Vergleich mit einem Mercedes S-Klasse. Und dann hörten die Leistung mit dem 1.6 GT-Motor noch Handschalter, das ist genau das, was ich wollte. Und ja, für mich als Preis-Leistung bei dem Auto wirklich mega gut, weil das ganz zuverlässig und das ist eine Rarität, und das ist ein Eyecatcher, die Leute gucken alle gut auf den Auto, sie wissen nicht, was das ist. Und ja, ich bin relativ zufrieden, aber ich kann noch nicht mehr hier gehen.